In tiefster Nacht, hier auf Agila, der Insel der, Diebe? Piraten, keine Ahnung. Geht das Abenteuer weiter bei Risen 3 Titan Lords. Die haben letzten Part haben wir hier, glaube ich, Bobo kennengelernt. War genau Bobo mit seinem Schimpansen, mit einem Äffchen, genau. Und diesem guten Bobo geht's gar nicht mal so gut. Samogaya. Ja, genau das. Was war, glaube ich, mein letzter Partner? Ich überlege gerade. Bring mir etwas über die Jagd bei. Also das Saufen hatten wir, genau, Hörn nehmen lassen. Das könnte man auch schon, weil ich habe noch nicht. Das war, glaube ich, ein Geld, war. Gar nicht mehr so viel Gold haben, wie ich es gerne, genau, 635, nicht mehr so viel. Und deswegen lassen wir es mal noch Samogaya. und genießen die seltsame Kameraperspektive. Lass uns zum Lager der Kieler aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kieler unterwegs. Diese Tage sind gefährlich. Bobo froh, dass Gucho ihn begleitet. Ja, gut, schon auch sehr froh. Vielleicht wäre es besser, wenn er das tagsüber machen würde, aber gut, das so gehen. Wir haben ja sowieso unseren guten Bones dabei, nicht wahr? Wir bleiben zusammen, Hoshi. Ja, Hoshikage fällt mir gerade ein. Was ist denn Naruto aus dem Filler, genau. Was ist denn das? Schauen wir später an. Sieht fast aus wie irgendwie ein Panther so etwas. Was Dunkle dort? Könnte sein, wa? Oh, ein Gorilla, der schläft. Okay, lassen wir schlafen. Hä? Nichts gesagt. Okay. Oh, gehen wir. Ja, gehen wir, ist schon gut. Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Gutschos mit euren Köpfen? Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Ist ein netter Vergleich. Es klingt so, als hätte er bereits das mal mit sich machen lassen. Also mein Gorilla gegessen, kapiere ich noch. Ausgeschieden, also, weil es so eng ist, wa? Das ist natürlich. Was sind die Hike? Du packst es schon, lass uns weitergehen. Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Sie sorgen dafür, dass Bobor bestraft wird. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst Schnaps. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Genau, du packst das schon. Ein paar Spinnen. Okay, wer uns einfach gehofft hatte. Ja, genau, das Haus daran. Mann, dass ich nicht irgendwie zuerst angreifen kann. Ich musste echt mal schnellstens, so schnell es halt irgendwie geht, nach Techniken lernen. Meine Gegenangriff halt, war. Wie war das schon wieder von Markus? Irgendwie so etwas. Jo, hat was? Kann ich von denen irgendwie Spinnenaugen und so jetzt bekommen oder so? Nö, nix. So. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Ja. Hau, gehen wir. Ja, ist ja gut, Mann. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Ja. Alter. Der ist doch gerne alleine, was? Kann das sein? Hau, gehen wir. Ja, Mann, ich hab noch anderes zu tun hier. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Bobo muss machen Pause. Lass mich raten. Zähle -1, Zähle +1. Okay, machen wir eine Pause. Sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Hey, also doch kein Seele +1, aber garantiert ein Seele -1, wa? Ja, kennt das doch. Nur gut, dann sollen wir uns ein bisschen umgucken. Man, da hinten war irgendwie Gorilla, gäbe auch schöne Erfahrungspunkte. Sag mal Erfahrungspunkte, wa? Ist ja Ruhm hier, also nicht Ruhm ohne Haar, sondern halt. Das ist geradezu hypnotisch. Man hat ja irgendwie Sorgen. So. Die nächste Truhe hier öffnen, dann mal Cookie. Golderz, Spitzhacke, nichts Besonderes. Schade eigentlich. Kann ich ein bisschen durchs Wasser hindurch? Hat es irgendwo ein Krokodil? Glaub nicht, wa?
Ah, da vorne könnte was sein. Da ist eine Ente. Was ist da vorne? Aua, aua! Ey, warte mal, aus! Mach nicht aus. Ausweichen, ausweichen! Bones, wo bist du? Bones! Wo ist Bones hin? Bones? Zeig mir sein Blut! Hä? Da dieser Mensch! Bones, was machst du denn dort? Ein Vieh weniger. Tabonga, Hike. Ja, Taboka Hike, Servus. Okay, da ist eine Ente, kann ich nicht aufnehmen. Wow! Mann, ey! Ich sehe ja kaum was! Danke, Bones! Deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Mann, Leute, schlag mal zu! Menschenskind her, also teilweise. Ja, Buddha, Taba, cooler. Du bist der Mandura, wa? Warum so still? Mandaros Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaro über dich wissen muss. Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. Kann ich nur beipflichten? Okay, den Trick musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Innere Ruhe und Beobachtung. Dann wird das bei dir wohl nichts mit der Weisheit. Was du nicht sagst. Ja, aber da kriegt natürlich gleich der Spruch von wegen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Zwar keine andere Bedeutung, aber ist natürlich gefestigt. Was sagen kannst du in der Sprache so gut, wenn wir die Aufgaben Tour wissen? Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaro ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Ziemlich kluger Mann. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kieler mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaro es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Oha. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt, doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen, und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Greenpeace würde sich freuen. Tja, was machen wir jetzt am klügsten? Weil, wenn wir da weiter sinnlos irgendwie rumstampfen, dann habe ich das Gefühl, dass wir bald schon irgendwo landen, wo ich, naja, starke Gegner treffe, die ich irgendwie nicht so gerne sehen würde. So, Fuß noch mitnehmen. Kompliziertes Schloss. Irgendwie schon, wa? Wobei, erstmal ganz kurz Wasserfass. Das Wasserfass. Ah, lecker. So, füllst du da auf. Jetzt haben wir doch irgendwo noch einen Trank, der uns den Diebesgut und so grausam schnell auffüllt. War aber noch irgendwie etwas? Muss ich das Teil noch finden? Irgendwo war der. Was war dann nicht mehr wo? Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Wo war denn das? Da gab oder war es ein Zauber sogar? Was kann ich mehr? War das echt ein Zauber? Das sind jeden alles angreifen. Oh, das wäre gar nicht cool.
Runenmagie, nee, ist auch nicht. Spektakel, Energiewelle. Nee, ist auch nicht ganz. Also Magie ist schon mal nichts, wa? Zumindest sehe ich jetzt gerade nichts. Ah doch, warte mal, Rost. Das wäre doch mal geil. Ist doch nicht das, was ich gerade gesucht habe, aber es könnte trotzdem wirken. Nee, irgendwo anders hin. Hier. Mal gucken, wa? Na, was ist denn das schon wieder? Ich wollte doch nach oben. So, dahin wollte ich. Ich meine, wenn ich da hin und her switche, jetzt klappt's, oder? Vorhin klappt's nicht. Hat's nicht geklappt. Toll. Zu schwierig. Hä? Verarschen? Kompliziertes Schloss. Ach so, jetzt verstehe ich das. Doch Menschenskind. Ja, habt ihr gesehen, vorhin war da was in der Klammer, oder? Von wegen 7, 14 und so. Ach so, ja, natürlich. Auf das, was ich noch irgendwie hätte machen können, oder? Sprich, ich habe 27 plus 14. Das wird dementsprechend natürlich 41 geben, weil es aber nicht so viel wie 50 ist, kann ich das Schloss noch nicht knacken. So, das war natürlich ein bisschen doof. Gar nicht gespeichert hier, war. Mal speichern ist zwar nicht schlecht, aber nee, da muss aber viel zu viel. Ich habe vorhin gespeichert. Nee, das wäre doof. Das wäre doof. Ja, sorry, hab's versaut. Tut mir leid. Kann ja mal passieren, wa? Vielleicht kriegen wir den Rost nochmal irgendwann. Das ist mal interessant. Das war jetzt der Rost hier. Aber da, also irgendwo noch etwas, womit ich das bei mir irgendwie auffüllen konnte. Hilft die Waffen zu finden? Nee, einen Untoten. Du wächst eigentlich überall. Ein Diebestalent erhöht. Ein Trank. Ja, gut. Ja, wie gesagt, für einen Trank war, ich meine, ich könnte es ja jetzt auch benutzen, würde ich nur die Blutgeneration ankurbeln. Das ist ja nicht unbedingt, das was ich gerade will. Benutzbar ist auch nichts. Bei Plunder was? Wäre mir so verrückt, wenn das bei Plunder wäre. Nö, hier ist auch nichts zu benutzen. Ist ein bisschen crazy. Aber gut, wenn zumindest mal das geklärt wird, das genau machen würde. Kann ich nicht steigern, wa? Die Fingerfertigkeit muss ich noch steigern, weil Taschendiebstahl, Schlösserknack 20 ist einfach zu wenig. Viel zu wenig. So, noch ein bisschen Pen wäre gar nicht mehr so eine schlechte Idee, weil, ja, ist sowieso ein bisschen doof momentan gerade. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Echt nicht? Seltsam. Asali! Sheko Gutscho? Na, wenn du so fragst, ich wollte... Schweig! Ihr Gutschos nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh, unser Wasser und unser Oro. Oh, was soll das denn sein? Keine Sorge, weil wieder dein Finger sonst etwas, was Gaia uns zugesprochen hat. Ja, Menschenskind, könnt ihr ruhig mal ein bisschen teilen, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Oro? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Gutschos haben große Gier in Augen, wenn Asali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck und um die Ahnen friedlich zu stimmen. Aber natürlich vor allem für den Schmuck. Keine Sorge. Ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palaver. Gutschos stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Das klingt nicht gut. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Asali weiß nicht viel über diesen Gutscho. Falsche Augen, falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Klingt nach einem guten Kumpel von uns. Vertrau mir einfach. Ich tue euch nichts. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein? Sprichst du die Wahrheit? Rausreißen wäre eine Idee. Das lassen wir mal schön bleiben. Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Asali ein Zeichen der Freundschaft. Und ich werde dir trauen. Außerdem wird Asali Gutschos gestatten, hier Wasser zu holen. Alles klar. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Bin mal gespannt. Das Silberzunge 100. Alter. Oh. Seele minus 10. Mindestens. Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Gutscho. Na komm schon, ein kleiner Tipp.
Taono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, das soll ein Hinweis gewesen sein? Chi. Na klasse. Ach klar, hab's verstanden. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yalla yalla. Die Hike werden dich beobachten. Schön. Nee, mach lieber nicht. Das ist sowieso noch nicht so gut, also lassen wir es mal. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Was hat er gesagt? Oro, oder? Ich meine, in dem Satz, was ja für uns so unverständlich war, hat er das Wort Oro gebraucht. Oro ist ja scheinbar Gold. Also wenn ich natürlich jetzt mal so rein theoretisch gedacht, kann ich natürlich das Gold nicht für mich behalten, sondern ihr schenke, wäre das doch ein Zeichen dafür, dass ich nicht so habgierig bin. Theoretisch. Klingt schön, ob es wirklich so ist, keine Ahnung. So, ich bin jetzt erstmal. Fahr aber noch abspeichern, weil ich weiß nicht, ob ich nachher direkt tot bin. Wir haben so wenig Seele mittlerweile, kann es nie so sicher sein. Yep, zurück ins Totenreich. Bei uns ist auch hier? Nee, wieder weg, gut. Was ist denn das da? Nee. Das kann nicht sein, ist das... Muss zu ihm? Moment mal, wie ist er schon wieder? Das war der aus Risen 1. Der von, der Titanlord, von dem ich die Rüstung damals bekommen habe. Nee. Also doch, keine Ahnung, geh mal hin. Dann sehen wir es ja. Es ist wirklich Ursego! Ein Menschengeist. Hallo. Und er spricht mich völlig furchtlos an. Muss ich denn Angst vor dir haben? Du weißt nicht, wer hier vor dir steht, oder? Ich bin Ursegor, Titanenlord und Herr über Land und die Elemente. Wer bist du? Was? Unsinn, du bist nur ein Scharlatan, ein ganz gewöhnlicher Geist. Wenn ich das sage, dann killt er mich und dann ist das Spiel wohl vorbei. Ehemalige Piraten aber im Kampf um sein Leben, um seine Seele eigentlich, aber egal. Ich kämpfe für den letzten freien Menschen auf der Südsee, ist ja gelogen, von dem her. Ein ehemaliger Piratenkapitän im Kampf um sein Leben. Dann bist du der Grenzgänger, der die Schatten herausfordert. Ich hab schon von dir gehört. Es heißt, du hättest großes Potenzial für einen Menschen. Wenn du der Titanlord Ursegor bist, dann bist du für die Zerstörung unserer Welt mitverantwortlich. Es ist Krieg. Da ist vieles unvermeidbar. Ach ja? Dank eures Titanenkrieges sind Tausende getötet und das Land im Norden verwüstet worden. Manche Opfer müssen für ein höheres Ziel erbracht werden. Höheres Ziel? Was für ein Wahnsinn soll das sein? Wie ich sehe, ist dir nicht viel geblieben. Außer deinem Mut. Jo, hat durchaus was. Ich meine, ich stehe ja fast nackt vor dir und von dem her hat das durchaus was. Hilf mir von meinem Leben zurück. Würde das sagen, dass ich Mut habe? Könnte aber auch... Ah, verdammt, was mache ich jetzt? Das ist eine Pattsituation. Ich mach das. Ich würde dir besser raten, mich nicht zu unterschätzen. Ganz wie du meinst. Wir werden ja bald sehen, wozu du imstande bist, Grenzgänger. Ich werde dich beobachten. Wenn Nein. es stimmt, was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Mein Schädel. Okay, Bones, hilf mir! Ah. Er will mir nicht helfen. So ein Arsch. Nun gut, wir haben Ursegor getroffen. Alter, damit hat er gar nicht gerechnet. Besser das andere gesagt, wa? Was, Freund? Ich weiß es ist eigentlich fair, aber ich mach's trotzdem. Ich hatte mal einen anderen Spielstand. Bevor ich pennen ging, weil ich will jetzt endlich mal wissen, was das andere bedeuten würde, wenn ich das andere sage. So. Bones ist er weg, ja, ist ja cool. Und da vorne ist Ursegor, schon wieder. Hey! Wie geht's denn so, Alter? Kann ich mir ein bisschen umgucken hier? Können schon ist noch ein bisschen gefährlich, sonst kommt so ein Schattenviech und dann war's das wieder mal.
Nee, wir wollen unbedingt mit ihm quatschen und gucken, was passiert, wenn ich ihm das andere erzähle. Servus. Ein Menschengeist. Hallo. Und Ja, kennen wir bereits. Ein Ehemann. Ist- Wenn. Mann, So, Hilf mir. Ich will mein Leben zurück. du brauchst meine Hilfe nicht. Grenzgänger, du kannst dich hier im Schattenreich und auch in der Welt der Lebenden bewegen. Damit hast du große Macht. Du musst nur noch lernen, sie zu nutzen. Ich werde dich beobachten. Wenn es stimmt, was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Mein Schädel. so, also einmal +1 oder -1 ist da ausgeglichen, cool. Was meint er damit? Ich kann mir irgendwie... Ja, sehe natürlich jetzt auch ein, oder? Aber das, die Fähigkeit kann, aber was bringt mir da überhaupt? Ich kann bis jetzt hier in der Welt der Leben noch gar kein einziges Mal einsetzen. Das ist doch crazy. So, noch einen Schluck Wasser. Dann ganz kurz mit den beiden Piraten da quatschen, was auch immer das sein soll. Und dann mal sagen, was denn mal für heute? So, ein Magiebeere geklaut. Was Geier uns gibt, genau. Geh jemand anderem auf den Sack. Arsch. Hey, was streichst du hier durchs Unterholz? Die Eingeborenen sind pissig, also pinkel ihnen bloß nicht in ihr Abwaschbecken. Solange die uns kein Wasser geben, siehst du besser zu, dass du Land gewinnst. Wieso soll doch jemand ins Essen pinkeln? Steck gefälligst die Waffe. Ich wollte gerade sagen, ich greife nicht euch an, sondern ich mache nicht so viel Schaden, die spielen, wa? Scheiß Spinnen. Jo, du hast was? Was? Ah, je, oh je, oh je. Oh, Blaukralle. Ein Schlafender, lass mal so. Okay, was haben wir jetzt in diesem Park gemacht? So, ich meine, vom Weg her, ich kann das sehr viel, wa? Ja, ist der Auftraggeber, können sie nach hier hin irgendwie gehen, aber was es bringt, keine Ahnung. Haben wir noch sehr viel, wir kamen von hierher, okay, geht es natürlich hier hin, müssen so noch ein paar Menschenleben retten. Danach ist Kieler doch bald schon mal... Nee, noch lange nicht Geschichte. Ach du Scheibenkleister. Das kann noch eine Weile dauern. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal... Oh, falscher Weg. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Mir alles scheißegal hier. So, verkappt endlich mal. So, geht doch. Bis nächsten Morgen pennen. Ist ein bisschen heller und so. Wir sehen wieder etwas. Und Ursegor geht mir nicht auf den Sack. Tja, in diesem Sinne nochmal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Also, und da erwarten wir, keine Ahnung... Also ja, auf alle Fälle klar, unsere Seele ist komplett im Arsch. Wir sind noch verloren und so, was es bedeuten soll, da links unten mit der 110, neutral 50. Ich habe keinen blassen Schimmer. Tja, wenn dem auch sei, bis nächstes Mal und tschüss.